Haut um 2. Advent Sonntag begräßen ich aus der Kirche vu Burschend, wie wir drauf von heut Sondes Mass. Et singt Choral Saint-Cécile Burscheid Michelau, Dirigent as den Marcin Wierzbicki, Organistin Tamara Rosselet. Sie spielt als Entrée Preludium in A vom Bach. Dönno sangemer Peuple qui marché, Laudate Dominum 380. Missa Opus 126 vom Josef Reinberger, Laudate Omnes Gentes, arrangiert vom Marcin Wierzbicki, Sing mir ein Alleluia vom Thomas Egger, Nouveaux Offrands vom Chauvet, Les Grains de Blé, arrangiert vom Marcin Wierzbicki, an als Schlusslied Oben Novelle, Laudate Dominum 377. Dögel spielt als die Preludium in G vom Buxtehude.
Am Numm vom Pap a vom Sohn a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu burschend an der Kirch, a leif all gu, die da iwwer Medien ma deis verbunden sit. Am Advent fänke ma vielfach an op viele Plätzen eng Kerz un. Guckt mal ohne Absicht an de Schein vun enger Kerz. An lieft wie dann still a selbstlos eppes geschitt, wat deichtert verdreift. E besinnlichen Ablack am Advent. So as doch mat dem den inner deis Mönch gewillt, fir eis deichtert hell zu machen. Auch dat geschieht ohne viel Ophiewes. So wie de Paulus seht, hin huet sich fir mich hingehen, huet sich verziere gelos, wie ein Kerz sich verziert, an aufbrennt, an dobei Licht schenkt. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weisheit allein zeigt uns den rechten Weg.
Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur Gemeinschaft mit ihm, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Brüder und Schwestern, immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude und danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Christus Jesus zu euch hat. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. O Herr. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis. Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen.
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, war da schon mal an der Oper? Da wisst ihr, all Oper fängt an mit einer Ouvertüre. Die gött Thema, d'Ausrichtung an Klangpfeif von dem was da könnt. Nicht ernst als es bei dem großen Schauspiel, dem Drama, wenn ich mal so sagen darf, von der Heilsgeschichte. Anfang vom Jesus singem öffentliche Wirken steht den Johannes den Täufer an all Evangelium. Hier ist gleichermaßen d'Ouvertüre für das große Meisterwerk vom Herrgott, das als Ziel der Lesung von der Menschheit hat. Dieser Johannes den Täufer ist speziell, als extra, als auch irgendwie schuldig. Und lässt sich ja kein Tierrang packen. Und als kein attitrierter Prediger, beklebt kein öffentliches Amt, steht auf keiner Gehälterlist. An Dach assen den einzigen religiösen Lieder, von dem der Jesus mit Respekt an Zuneigung schwätzt. An hier geht lo den Ton an, weist hin, worum es geht, an dem werdet geht. Weht d'Ouvertüre bei der Oper. Mit seiner Predigt weist der Johannes op den nicht, wie hier selber, nimmer mit Wasser deft, wie mit helligem Geist. Egal was das bedeutet, es heißt jedenfalls, der Jesus als ein Krack iwwer him. Der Johannes ist just d'Ouvertüre, d'entrée en matière, de Prélude. Obwohl der Johannes sein eigenen Fanclub hat, schlägt ihn doch als kein Kapital. Hier stellt sich selber nicht an den Mittelpunkt, wir tritt zurück, er weist auf den, um den es eigentlich geht, der Jesus von Nazareth. Der Johannes weiß seine Relativität, aber auch seinen Platz am Heilsplan von Gott. Und die Größe vom Jung von Gott mindert dem Johannes seine Bedeutung keinesfalls. Wer der Johannes ist, wird von Christus hier verdeutlicht. Der Johannes lässt dem Jesus den Viertritt. Beziehung zwischen ihnen zwei weist, wie mir selber auf Wert gewonnen, wenn wir andere mehr hoch abschätzen wie uns selber. Wenn wir helfen, an anderen dafür zu bringen, was wirklich gut und wertvoll ist, erkennen wir auch als eigene Würde für Gott. Ohne all Anflug von Jalousie oder Rivalität können wir gräst an den Erfolg von den Mitmenschen bejoen, weil wir immer als eigenen Platz am Plan von Gott wissen. Wir brauchen gut keinen Minoritätskomplex zu haben. Liebe Mitchristen, der Johannes lebt an der Wüste. Die Wüste ist Symbol für das Leben, was der Gefahr ist, und was dir geht. Für Energien, auch geistlicher, die verdrechnen. Auf ihre religiöse Gleichgültigkeit an Gottes Finsternis. Von so enger Wüste am Mensch schreibt Friedrich Nietzsche, weh dem, in dem die Wüste wächst. Wüste bedeutet aber auch Distanz zum Kamedi von der Welt. Nirgends ist es mehr ruhig wie an der Wüste. Da sie gut kein Hintergrund greicher mehr. Nach just stillt und nach einmal stillt. Wüste, das bedeutet Einsamkeit. Zeit tun für sich auf sich selber zu besinnen. Bedeutet, sein Leben als in Gesinnung in der Lupe holen. Da wo nicht ändern und sich neu orientieren. Zeit für Gott, für Umkehr, sing Sünde bekennen und sie verziehen kriegen. Es steckt Zurückgezogenheit, Distanz und Besinnlichkeit am Advent, die weiß alle Guten gut din. Wüste.
Predigt vom Johannes dem Täufer als de Menschen demos in der Taut gangen. Von überall hier sind sie herbeigelaufen kommen, für dem Täufer Jordan not zu lauschen. Am besten hat ihnen gefallen, wenn die Deckboxen an Gebiet geholt an hinnen Levite gelesen hat. Wir sollen aber auch mitkriegt, dass es ihm nicht eigentlich darum ging, als Dave fertig zu machen. Aber vielmehr sie den Rängen bewusst zu machen, dass wir sollen vorbildlich a gut Menschen gehen. Die paar markant Sätze, die wir vom Johannes kennen, drücken das aus. Manchen hat nur einen Satz aus seiner Predigt behalten. Manchmal geht auch ein Satz durch, für ihr Leben zu ändern. Der Johannes sagt zum Beispiel, macht den Weg breit für den Herr, bereitet dem Herrn den Weg. Macht Bund frei, für das hier kommen kann. Bund frei machen. Als Kanner, wenn wir am Schnee Schlitt gefahren sind, haben wir das gemacht. Schon von weitem haben wir denen, die am Weg stungen, zugerufen, den Weg frei, ob Zeit, ob Zeit. Die anderen sollten sich zähen, wenn wir den Himmel heraufgesaust sind, für das wir nicht an den Nähe knuppen sollten, an nicht bremsen müssten, sonst für die flotte Schwung fortgewirrscht. Ob Zeit, rief doch der Johannes, der Weg frei für den Herr. Und wat wie ein Bund geht Detail. Kein Bund für den Schlitt mehr, wat ugepeilt gött als Datei. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Aber mehr präzis, für den du kommen soll man Bund frei machen. Für den Herr, den es gut will. Dafür darf es kein mehr zu viel sein, wie das Hirn auf dem sichersten Weg sein Ziel erreicht. So wie mir selber mit sehr Schritt ob Christach zugehen, wann den Herr könnt. Also, ihm Bund frei machen, für das hier Christus kommen kann, bei mich selber, bei die anderen an die Welt. Das ist es. Liebe alle gut, der Johannes sieht, macht den Weg breit für den Herr, bereitet dem Herrn den Weg. Wenn den Herr könnt, das wird vorbereitet sein, versteht sich vom selben. Der Bosprediger Jordan invitiert, als Leben zu revidieren, als Herz frei zu machen von verkehrten Bindungen, von falschen, unguten Aufhängigkeiten, frei von Schuld auch. Leid klammen auf an den Jordan, aber kennen hier Sünden. Sie wollten sie lass gehen. An ernst, besser wollten sie leben. Dem Herr wollten sie den Weg präparieren. Dafür hat Johannes sie gedäft. Auch mir gehen abgerufen, als ob es selber zu besinnen, umzukehren, besser Menschen zu gehen, mit neuer Fried, an neuem Elan, als Lebensweg zu betreten. Das egent Herz für den Herr, der könnt brett machen. Der Weh, viel Weher müssen präpariert gehen, vorbereitet gehen. Mir selber, als Existenz, als so ein Weh. Wie als vorbereiten für den Herr, der könnt. Ein klassisches Beispiel aus der Frömmigkeitsgeschichte liefern als Telechmonika am 4. Jahrhundert. Mir eigentlich geht es um Herr Jung, den heiligen Augustinus. Den hat ziemlich bunt gedriven als seiner Jugend, mit den Frauen an noch sus. Nur einerseits auch mit dem Christentum kokettiert, man hat gezeckt, konnte sich nicht dezidieren. Für seine Bekehrung hat kein mehr an mehr innig gebiert wie seine Mam Monika. Ger hat sie hier nur seiner Geburt dafür gelost, mit ihrem Mann, den het war, weitergehend. Sie hat darin gelitten. Sie konnte ihrem Kant nehmend gut Beispiel gehen. Und hier sollt ihr auflesen können, wie viel Kraft vom christlichen Glauben ausgeht, und zu wie viel lebt, geliebte Glauben fähig möchte. Sie wollte dem Herr den Weg präparieren am Herz von ihrem Kant. Aber was musste nicht alles erleben, ehe es so weit war? Denn Augustinus hat sich enger Sekt angeschlossen, hat den unehelichen Kant an die Welt gesagt. Eigentlich hätte sie all Hoffnung abgeben müssen, mit Monika hat nicht abgehalten, für ihre Jung zu bieten. Und sie hat erlebt, dass sie das Gebet erhört ging ist.
Wie den Heiligen Augustinus gedeft ginas an sie dabei sie konnt, du war dat für sie der glücklichste Moment von ihrem Leben. Sie hat dem Herr de weh brett gemacht, für an Herz, an Leben von ihrem jungen Augustinus. Kurz darauf ist sie gestorben. Präpariert den Weg für den Herr, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist die Aufforderung vom Johannes dem Täufer. Das ist, liebe Brüder und Schwestern, den Appell von diesem Sonntag. Das ist die Invitation, als Leben zu prüfen, als Gewunnichten zu hinterfragen. Das ist zudem den Encouragement, anderer für Christus zu gewinnen. Es kommt darauf an, was wir sagen und was wir machen. Und aber auch, ob wir beten. Also, macht den Weg breit für den Herr. Bereitet dem Herrn den Weg. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir leben, dass Zeit kommt, als wo d'Wehr riecht gemach an Tivelen aufgedroht sind. An der Hoffnung will man als Gebet lo für den Herrgott bringen. Mehr aus denger Kirch Volk, wat an weh ass an alle Menschen komme von dengem Reich verkönnecht. Herrgott, heie eis. Mehr de weh mi liegt von denen Kranken, von denen, die leiden, von denen, die kein Hoffnung mehr hun, a gefinne Fried an Hoffnung. Herrgott, heie eis. Huet Spaltungen wäsch, die Völker trennen, a los Bemeiungen de Frieden hier Ziel erreichen. Herrgott, heie eis. Guck ob eis Gemeinschaft, a los eis neu weh erfannen, für dem Jesus not zu goen. Herrgott, heie eis. Lauscht ob eis Gebiet, guten Herrgott, an hol eis Goven un. Wir können eis net ob eis Verdienster berufen, durch wir vertrauen wir ob den Gutheit, durch Christus eisen Herr. Amen. Souvenir du grand mystère,
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute speziell für Reuter Lucien, Diener Willi, a Familie Diener Cäsar, Stiftung Pierre Hack, Stiftung Familie Bertels, Lösch, Rauchs, a Wohltäter, Stiftung Familie Bartholomew, Schmidt, Scholtes, Lukas, Kisch, Lux, Lamesch, Fett. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, erhebe dich, steig auf den Berg und schau die Freude, die von deinem Gott zu dir kommt. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Burschend. Die nächste Sonntag überdrohen wir Mass von Christnich. An lo schalten wir zurück an die Stadt.